Von mir herzlich willkommen zu unserer heutigen kleinen Lehrstunde in Sachen Demokratie und Meinungsfreiheit. Was Demokratie ist, darüber gibt es ja weltweit so einige ganz unterschiedliche Meinungen. Zum Beispiel haben wir vor einigen Monaten eine Wahl in Afghanistan gehabt. Da wurde gefälscht, gefummelt und betrogen und gebombt bis zum geht nicht mehr. Aber am Ende kam das politisch gewünschte Ergebnis raus. Der Marionettenpräsident Hamid Karzai hat, auch wenn er in einigen Wahllokalen bis zu 300% der Stimmen bekam, die Wahl gewonnen. Und die Amerikaner haben mitgeteilt, das sei im Großen und Ganzen schon ganz gut demokratisch gewesen und deshalb sei das so. Ungefähr zeitgleich gab es auch eine Wahl im Iran. Dort ging, soweit die OSZE das feststellen konnte, alles viel eher mit rechten Dingen zu. Es gab verschiedene Parteien, es gab verschiedene Kandidaten, die man wählen konnte. Es fand ein Wahlkampf statt, es wurde nicht gebombt, es standen keine Besatzungstruppen im Lande. Und auch hier gab es ein deutliches Ergebnis, dass der amtierende Präsident Ahmadinejad wiedergewählt wurde. Aber oh Wunder, das war in den USA dann nicht demokratisch genug. Anders als in Afghanistan passte hier das Ergebnis politisch nicht. Also wurde behauptet, da sei schon irgendwie gefälscht worden, das kann man zwar nicht beweisen, aber das sei schon so, schließlich seien das alles böse Menschen da unten und fertig. Das zeigt, wie auf weltweiter Bühne in Sachen Demokratie mit zweierlei Maß gemessen wird und was am Ende der Wille eines Volkes ist, das bestimmt am Ende eher die USA als sonst jemand. Man muss aber gar nicht so weit in die Welt gucken. Auch in Europa haben wir ja Demokratie. In der DDR zum Beispiel nannte sich ja Demokratische Republik, muss also so gewesen sein. Und man konnte auch regelmäßig zu Wahlen gehen und am Ende haben sich alle gefreut, wenn sie so annähernd 100% für die SED gestimmt haben, auch wenn viele Bürger davon gar nichts wussten. Aber wir haben gelernt, die DDR, naja, so richtig demokratisch war die auch nicht, vielleicht so ein bisschen besser als der Iran und ein bisschen schlechter als Afghanistan, aber die gibt es ja nicht mehr. Heute haben wir die EU, heute ist alles demokratisch und die Völker dürfen entscheiden, wie sie wollen und es wird nach dem Interesse der Völker gehandelt. In der Schweiz zum Beispiel, eines der wenigen Länder, in der es überhaupt so etwas wie Volksabstimmungen gibt. Die Schweizer haben aus guten Gründen mehrheitlich sich dafür entschieden, in ihrem Lande keine weiteren Minarettbauten zuzulassen. Das ist ihr gutes Recht. Diese Minarette entsprechen nicht der europäischen Tradition und das Ergebnis des Referendums in der Schweiz konnte dann selbst von den USA nicht so recht angezweifelt werden. Aber glaubt man, dass deswegen tatsächlich in Zukunft in der Schweiz keine weiteren Moscheen mit Minaretten mehr gebaut werden? Wieder Pustekuchen. Wir haben ja schließlich Demokratie und die EU hat gleich mal angekündigt, dass der Europäische Gerichtshof ja erst einmal darüber entscheiden müsse, ob die Schweizer denn nun überhaupt reif genug dafür seien, selber darüber zu bestimmen, wer in ihrem Lande Gotteshäuser bauen darf und wer nicht. Das Ergebnis ist absehbar. Demokratie heißt, dass die Schweizer abstimmen können, wie sie wollen, Minarette werden gebaut und basta. Aber wir leben ja auch nicht nur in der Schweiz, nein, wir leben in der Bundesrepublik Deutschland. Und hier ist doch nun wirklich alles in Ordnung, denkt sich mancher unbedarfte Bürger. Zum Beispiel in Dresden vor 2 Wochen. Da ist doch nun alles mit rechten Dingen zugegangen. Eine Großdemonstration, ein Trauermarsch für die Opfer des Bombenterrors wurde angemeldet, wie in vielen Jahren zuvor auch. Und
weil dieser Trauermarsch nationaler Deutscher und Europäer von Jahr zu Jahr größer wurde, hat sich auch der Widerstand dagegen verstärkt. Oder genauer gesagt, er wurde verstärkt. Die Oberbürgermeisterin der Stadt stellt sich hin und ruft zu Zivilcourage auf und teilt damit augenzwinkernd mit, dass sie eigentlich gar nichts gegen Sitzblockaden und ähnliche Rechtsbrüche habe, solange das alles so ein bisschen halbwegs friedlich bleibt. Und die Polizei stellt sich hin und sagt, naja, illegale Sitzblockaden wollen wir natürlich nur, wenn es verhältnismäßig ist. Und die Linken stellen sich hin, fühlen sich zu Recht bestätigt, gebraucht und unterstützt von Politik und Medien und rufen ganz offen und ungeniert dazu auf, die Demonstration zu verhindern, mit Gewalt, mit Sitzblockaden, mit Rechtsbrüchen aller Art. Und nun funktioniert ein Zusammenspiel zwischen der Stadt und den linken Chaoten, die sie selber gerufen haben. Die Stadt verbietet nämlich die Demonstration. Nicht etwa die Gegendemonstration, nicht etwa die Sitzblockaden, nicht etwa die roten Chaoten, die in die Stadt strömen werden daran gehindert. Nein, der Anmelder einer Demonstration, die seit 10 Jahren friedlich stattfindet, wird aufgefordert, das doch bitte sein zu lassen. Man habe zwar Demokratie, aber leider auch so ein paar Chaoten. Damit werden 10.000 Polizisten oder wie viele da waren offensichtlich nicht fertig. Die Demonstration wurde verboten. Also wird der Gericht begangen. Und Zweitinstanzen bestätigen, weil die Richter ausnahmsweise doch einmal vorher ins Grundgesetz geschaut haben, selbstverständlich darf eine Demonstration stattfinden. Aber das war politisch nicht gewünscht. Natürlich nicht. Wenn man schon wochenlang in den Medien dafür trommelt, zu Rechtsbrüchen aufruft und damit Meinungs- und Versammlungsfreiheit ad absurdum führt, dann müssen eben härtere Geschütze her. Da werden schon auf der Anreise die Chaoten so sehr laufen gelassen, dass Busse entglast werden, dass Kameraden verletzt werden, dass der Treffpunkt der Demonstration der jungen Landsmannschaft Ostdeutschland von Sitzblockaden blockiert wird und die Polizei mit Tausenden von Beamten im Einsatz auf Geheiß ihrer politisch motivierten Führung sagt, naja, da sitzen so ein paar Hanseln auf den Straßen, wir finden das unverhältnismäßig, die Penner da wegzuräumen. Also kerkern wir 6.000, 7.000, 8.000 Leute zwischen Gittern auf einem Platz ein, weil wir den Auftrag haben, und das wurde ganz klar im Vorfeld und im Nachhinein so bestätigt, weil wir den Auftrag haben, aus politischen Gründen euch hier nicht loslaufen zu lassen. Neu ist das Ganze nicht, aber die Qualität wird nach und nach gesteigert.